Willkommen zu Raid It Live Wildstar. Und das Schöne in Wildstar ist, es gibt 4 Pfade, die man gehen kann. Und jeder Pfad schaltet neue Möglichkeiten frei. Der Soldat hat eher kriegerische Sachen. Der Kundschafter, der muss Sachen aufdecken in der Welt und die ganze Welt entdecken, was ziemlich cool ist. Wissenschaftler müssen Pflanzen erforschen. Ich weiß nicht, wie das sein soll. Und Siedler können Sachen bauen, Häuser bauen. Das ist cool. Und was mich wundert, am wenigsten gefällt mir bisher der Soldat. Weil der wirklich bloß drauf rumkloppen muss. Der Soldat, der macht eigentlich das, was die anderen auch machen. Das ist mir deswegen ein bisschen zu wenig. Ne? Ah, ich bin ja so doof. Der hat zwar schön viel Leben und so, aber trotzdem kann ich mit dem Soldaten nicht wirklich was anfangen, weil er einfach die gleiche Scheiße macht. Die Kundschafter, die Wissenschaftler, die machen neue Sachen und so. Am liebsten würde ich ja alles machen. Mach Wissenschaftler oder Baumann. Ja, ich werde gleich zum anderen Charakter springen. Ich will bloß ein paar Sachen zeigen. Das Besondere von Soldaten ist, die bekommen halt Tötungsmissionen oder auch beschütze die Wissenschaftler. Und das ist halt irgendwie sau uncool, muss ich sagen. Das ist halt das, was die anderen auch machen, bloß halt noch mehr Krieg und so. Deswegen ist der ein bisschen uncool. Und er schaut zwar... Er schaut nicht mal cool aus. Der gefällt mir einfach nicht. So, das war's. Der Soldat ist kacke. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil da muss man das Spiel 3 oder 4 Mal spielen, damit man alle Pfade bekommt. Ich würde halt gern einmal spielen und dann alles schaffen. Das wäre das Coolste. Ich will auf jeden Fall Siedler und ich will auf jeden Fall Wissenschaftler und Kundschafter. Ich will alles. Siedler klingt sexy. Fang damit an. Habe ich schon einen Siedler? Nein, ich habe einen Wissenschaftler und einen Kundschafter. Einen Kundschafter habe ich schon Level 5 angefangen. Der macht auch Spaß. Der schaut auch echt sau cool aus, oder? Schaut der nicht übelst krass aus? Übelst, oder? Und ob man es glaubt oder nicht, die Geschichte von der Klasse oder von der Rasse, das sind eigentlich voll die hinterhältigen, fiesen Raketenwissenschaftler, die voll böse und mächtig sind. Ja. Also der Siedler soll es sein. Weil Mensch, wer will einen Mensch spielen? Man ist ein Mensch. Ich will keinen Mensch spielen. Ich will in keinem Spiel einen blöden Mensch spielen. Mensch ist sau langweilig. Ah, ich werde den nehmen. Das ist toll. Der könnte... Sanitäter würde ich mit dem gerne machen. Und Siedler. Häuser bauen und Verteidigungsscheißdreck und so. Das ist richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Da kann man halt seinen Charakter mit ein paar Sachen jeweils, immer mit so 10 Sachen ungefähr, kann man den optimieren, einstellen. Das ist ganz okay. Es gibt nicht so viel wie im Black Desert zum Beispiel. Ich würde den gerne Freezer nennen. Ja, der Name geht noch. Geil. Bestimmt falsch geschrieben, aber Wayne. Der Kundschafter landet im östlichen Kontinent Nexus und die anderen Menschen landen irgendwo anders, weil alle diese Rassenklassen, was auch immer, landen auf dem Planeten Nexus und der muss ja erforscht werden. Und das machen eben die Spieler von dem Spiel. Was ich auch super finde von dem Game ist, es ist super einfach. Jeder Idiot findet genau dahin, wo er hin muss. Weil du genau angezeigt bekommst, was du machen musst. Das ist toll. 1 Meter vor mir, das sehe ich, das ist okay. Ja? Das ist praktisch, das schaffe ich. Also man muss eigentlich bloß dahin rennen, wohin das Ding zeigt. Das ist entspannend. Man könnte es ausschalten oder einfach nicht nutzen. Wenn es ja das Gleiche ist. Da ist sie. Sadie, kannst du mich hören? Kleine Geschichten und Hänger. Wird gut Ja. werden. Das ist halt so ein Tutorial, das dauert 10 Minuten oder 15 Minuten oder so. Ah, ich habe das schon gemacht mit dem Kitty. Oder der Kitty, ich weiß nicht, ob es vorne war. Das ist okay. Das ist, also, ich habe schon bessere Tutorials gespielt. Sie sieht verdammt nochmal nicht gut aus. Ach ja, das ist seine Die Frau oder so. Kälteschlafkrankheit. Ist Macht mir schon, egal. bringt sie auf die Dann Krankenstation. überspring halt den Scheißdreck, will doch keiner sehen.
Fahre mit der Röhrenbahn. Das werde ich wohl schaffen. Das ist halt echt super einfach. Man kann auch Rollen machen und Saltos. Weil das Kampfsystem sozusagen das später, denke ich, voraussetzt, da man die Gegner, man sieht, wo die Gegner hinschlagen werden oder man sieht den Bereich von dem Gegner, wo er Schaden machen wird, seine Spezialaktion irgendwas. Und das kann man damit ja einfach ausweichen, wenn ich sollte nach hinten machen, nach vorne machen und so weiter. Ist ganz schön. Erinnert mich natürlich an WoW. Klar. Sprechen wir. Ach ja, jetzt muss ich hier irgendwas machen. Was muss ich denn da machen? Ich will einfach nicht lesen. Ja, es gibt ein Inventar, man kann es auch vergrößern. Oh Gott, was habe ich denn da? Toll. Und sehr interessant finde ich eben die anderen Pfade. Also der Soldat finde ich am langweiligsten, muss ich sagen. Weil man macht da eigentlich bloß ein paar Tötungsmissionen. Das ist eigentlich beschissen langweilig. Für mich. Ich finde das ganz cool. Wissenschaftler, Kundschafter und so. Wow. Was? Das ist ja voll schlecht. Mach doch das. Ist jetzt der Server weg oder was? Hängt jetzt der Server? Ja. Well. Ist das nicht schön? Ja, wir haben einen kleinen Disconnect. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal raus. Geht auch nicht. Hallo, Gonna Slapped. Ja. Super Sache. Ah, Spiel verlassen geht auch nicht. Herrlich. Warum sollte es? So sollte ein Stream aussehen, oder nicht? Das längste Passwort der Welt. Ja. Na, zurück zu Freezer. Also, aber jetzt. So, das sieht man eben. Das ist der Radius, wo ich Schaden mache. Wenn der Gegner drin steht, dann bekommt er eben Schaden. Und der Gegner hat auch so einen Radius und ich kann mit Saltos so ausweichen. Das habe ich da vorher 3 Minuten sagen wollen. Und ich finde das Kampfsystem mal nicht schlecht. Also ich habe einige Sachen gespielt. Ich habe EVE Online gespielt. Ich habe die ganzen anderen komischen Online-Spiele gespielt. Und die halten mich einfach nicht. Elder Scrolls Online hält mich auch nicht, finde ich auch langweilig, ja. Auch wenn es Elder Scrolls ist, ich habe es gekauft und ich habe es vielleicht habe ich zweimal habe ich das gespielt. Insgesamt vielleicht 2 Stunden oder so. Und das ist einfach... Das hält mich einfach nicht mehr. Ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich schwer für ein Spiel. Ich glaube, du kriegst das hin. Ah, das ist meine Pfadmission. Nee, es ist nicht Schwachsinn. Ich denke, es ist einfach schwer für ein Spiel, einen zu fesseln. Und bei mir ist es eben noch schwerer, weil ich so WoW geplagt bin. Damals ein paar Jahre gespielt und seitdem alle anderen MMOs sind einfach bloß doof. Ne? Hier auf Nexus haben wir eine neue Heimat, für die wir kämpfen. Jetzt hier mit den Typen sprechen. Natürlich lese ich alles durch, was die sagen. Und noch mit dem Typen hier. Ah, genau. Das ist meine Siedlerpfad-Mission. Also nicht der Typ, sondern ein anderer. Da bin ich ja gespannt.
Da ist sie. Nee, ist sie nicht. Da ist sie. Das ist das komische Zeichen von dem Siedler. Was hast du für mich? Ja, die Liga der Pioniere. Und wir haben die Rasse, Pass auf mich auf. War ein gutes Gespräch. die linke Rasse der Ja, das ist wichtig. Verbandner. Dann gibt es noch die andere, das sind die Dominion. Eine Siedlermission. Yay. Ich kann da aber nicht runterscrollen, irgendwie das ist ein bisschen doof. Halte nach Siedlerressourcen Ausschau. Oh, schön. Depotverbesserungen, sowas ist doch cool, oder nicht? Begib dich in die Party. Ah, da ist es schon. Ah, F. Muss ich mich da draufstellen, oder was? Jetzt! Mensch, du hast dein Siedlerdepot gefunden. Sammle genug Ressourcen und Verbesserungen zum Wohle aller zu bauen. Ah, schön. Ah, Kosten Humpen. Habe ich nicht. Okay, wo finde ich das? Bei dem. Ah, Mensch, ist ja super. Ich kann hier den Humpen nehmen und den anderen und die anderen beiden. Ja, ich will das nicht. Ja, das hätten sie ein bisschen einfacher machen können. Aber das war noch nicht Dass alles. man einfach V drückt oder so. Humpen. Yay. Wunderbar. Und da habe ich es gebaut. Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Sicherheit 1 von 10. Super Sache, das. Ich müsste nur noch 4... Oh. Ach, F ist Trinken. Okay. Ich dachte, ich muss jetzt echt alle einsammeln und so. Das wäre ein bisschen toll gewesen, ne? Ah, Glückwunsch zu einer neuen Stufe. Ich bin im Pfad aufgestiegen. Man hat Level, Stufen und man hat Pfad, Stufen. Grabgräber. Okay. Entladen habe ich. Und Grabgräber. Schön. Da kann man sich auch Titel aussuchen. Ja. Und der erste Titel, der hat schon... Der verspricht schon Macht und alles Mögliche. Macht aber nichts. Ja. Ist es jetzt schon wieder, oder was? Dieser... Ey, kann doch nicht sein. Nee, hier. Normalerweise geht man doch da einfach rein. Und das war's dann. Was soll denn das? Netzwerkfehler. Yay! Oh Mann. So sollte das sein. Geil. Ich habe vorhin gespielt und ich hatte nicht mal einmal, ich hatte noch nie einen Disconnect. Bis jetzt. Das kann doch nicht sein. Ich habe es letztens auch gestreamt, aber natürlich ist es jetzt anders. Ja. Sieht man mal ein paar kleine Zwischensequenzen. Nexus-System erreicht. Stabilisatoren bereit für Eintritt in... Schnell, klär mich auf. Und das ist ein Level Up, schaut ganz cool aus. Aber ich kann mich nicht recht anfreunden. Ne? Erstens mit dem... Ja, irgendwas nervt mich immer ein bisschen. Also ich habe das schon angeklickt. Ich sehe aber kein Schild. Weil die haben gesagt, ich habe ein Schild, aber ich habe kein Schild. Das sehe ich nicht. Das ist einfach bloß so da. Jetzt ist es weg. Das ist ein bisschen nervig. Das ist doof. Töte Draken. Sind es die? Natürlich sind es die. Ah, das ist mein neuer... Das ist der Zauber. Oh, übelst, oder? Das ist schon cool. Also mir gefällt das Kampfsystem. Und da könnte ich jetzt... Oh Gott, ich bin da drin. Ausweisen. Ja. So ist das übelst geile Kampfsystem. Ich denke bei... Ich denke, bei Dungeons und so weiter wird es schon ganz viel krasser sein. Ich dachte nicht, dass die Heiler, ich bin ja ein Heiler, dass die so okay Schaden machen.
Ich brauche aber... Den brauche ich? Nö. Aber den töte ich trotzdem mal. Hacker brauche ich. Hier sind Hacker. Natürlich sind da Hacker. Boah. Also das ist auch schön. Das ist auch besser als der Soldat. Der Soldat ist echt stinke langweilig einfach. Tut mir leid, aber es ist so. Melde dich per Infocron. Ich kann auch einige Quests einfach so abgeben. Ich muss nicht zurückrennen extra. Das ist nicht schlecht. Ah. Alter! Oh, stimmt, wir haben ja PvP. Ah, shit. Ach nee. Ist es nicht. Ah. Ich dachte, weil ich auf dem PvP-Server bin, kann ich jetzt hier schon gleich. Schade, dass das nicht geht. Sind das Gammastrahlen? Ja. Attribut, 2. Platz, Schild, super. Ich bin auf einem PvP-Server und deswegen wäre das cool, wenn ich da gleich im Tutorial gegen andere Spieler kämpfen würde, aber das ist leider nicht so. Sicher, Macht aber lass uns nichts. reden. Meine Bots sind der Meinung, du bist so gut wie tot. Ich lese auch überhaupt nicht, was ich machen passen auf muss, dich auf. was mir voll egal ist. Das finde ich halt nicht so schön irgendwie. Die, wenn man mit einem NPC spricht, das ist ein bisschen lame. Weil das auch irgendwie klein geschrieben ist, dann will ich es auch nicht lesen. Habe ich auch keinen Bock. Ja, wahrscheinlich gibt es den Soldaten, ne? Einfach bloß, dass es einen Soldaten gibt. Weil einige vielleicht bloß sagen wollen, dass sie halt bloß rummetzeln und das reicht ihnen. Weil es gibt so viele coole Sachen. Der Kundschafter, der muss auf Sachen hochklettern. Der muss Sachen entdecken, das gefällt mir richtig gut. Der Wissenschaftler, gut, der muss Pflanzen analysieren. Analysieren. Das ist jetzt nicht so cool. Vielleicht ist es cool. Was soll der Krawall? Aber Schalt lieber noch keinen Gang runter, Liebling. ich finde den hier schon cool, der Heiler. Und der ist Siedler und der kann Sachen bauen. Ist das nicht saugeil? Sachen bauen? Ich wollte schon immer Sachen bauen in Spielen. Und das ist sogar hilfreich hier noch. Scheiße. Ja, die Holzfäller waren das. Was? Ach, da ist es. Und man kann auch Wissen sammeln. Das ist mir aber meines Wissens voll egal. Ja, irgendwas. Über jedes Gebiet gibt es irgendein Wissen und dann kann man Bücher finden oder Scheiße. Oder auch diese Datenwürfel, die sind auch bestimmt wichtig. Und das sind halt so Was gibt's Kack-Dinge, Tutorial-Quests, die ich schon zweimal gemacht habe. Na, was muss ich denn jetzt machen? Was willst du? Ah, Sichern und laden. zum Gewächshaus. Los. Im Tutorial spielt man immer andere Sachen natürlich. Also, okay, das ist jetzt gleich. Auch wieder nicht wahr? Gut. Gewächshaus. Baue Verbesserungen. Ich bin wirklich sehr froh, von dir Hört zu sich hören. gut an. Als Königin sollte Ob's ich auch über gut den ist. Dingen stehen. Mal Diesmal jedoch schauen. nehme ich es Ach ja, habe ich auch schon mal gemacht hier. Ach, die leben immer noch. Alter, halt. Mein Gott, stirb halt einfach. So. Was sind das für Blöcke? Und es ist mir ein bisschen zu viel auf dem Bildschirm los. Also hier, das F nervt immer. Dann, gut, das kann man kleiner machen hier unten. Aber es ist mir trotzdem ein bisschen zu viel los, muss ich sagen. Normales Kampfsystem, man kann mit Tab stirb. Den Gegner anvisieren. Ah, und hier ist sogar die Verbesserung. Jetzt bin ich gespannt, wie das ist. Als Kundschafter musste ich nach da ganz oben klettern. Wo ist es denn da? Irgendwo auf dem komischen Stein, da ist es. Ganz nach oben musste ich da klettern. Das hat schon Spaß gemacht. Ah, und das ist dann dafür. Okay. Also hier sammle ich Sachen, damit ich Erfolg verliehen. andere Sachen... Stirb. Fuck.
bauen kann damit. Das ist schon mal, das könnte cool sein. Ich könnte auch darauf überhaupt keinen Bock haben. Ich weiß noch nicht. Kundschafter ist auf jeden Fall, ist zu empfehlen. Wenn das gefällt, der kann wohl Kundschafter nehmen. Ich springe halt gerne rum und so. Sammeln. So. Ich bin gespannt, ob ich es mache oder nicht. Gute Arbeit. Also Aber es Schätze gibt und so natürlich noch mehr jagen zu ist tun. schon cool. Ich kann dann auch mit meinem Beruf mal. Man kann zum Beispiel besser Leder und so von Tieren bekommt man dann. Das ist schon cool. Jetzt haben da nur 4 überlebt. Ach scheiße, ey. Warum denn? So, nebenbei kann man die Sachen sammeln, diese Batterien. Und ich bin jetzt bloß gespannt. Ah, okay, da hinten irgendwo. Das ist halt cool. Weil in einigen Spielen nervt es halt, weil du weißt halt echt überhaupt nicht, was du machen sollst und du weißt auch nicht, wo du hingehen musst. Und du bist dann deprimiert, hast keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann machst du es halt nicht, weil du keinen scheiß Bock hast auf den Kack. Aber hier kannst du es nicht nutzen, die Ausrede. Ja, gefällt mir schon gut. Ah, und hier ist das, okay. Laufboost, Lebenspunkteschub des Verteidigers. Okay, gibt's schon. Laufboost, kostet 6 komische Scheißdinger. Baue ich. Oh, jetzt ist das Ding hier gebaut worden. Ach, nice. Und jetzt laufe ich halt schneller. Oder so. Ja. Jetzt habe ich hier den Buff, dass ich schneller laufen kann. Nicht viel, aber trotzdem ein bisschen. Cool. Trotzdem habe ich keinen Bock, die anderen. Ich müsste nochmal 12 von den Dingern sammeln. Na, vielleicht. Vielleicht mache ich das. Also das Angreifen ist von dem nicht so schön. Da ist der Kundschafter cooler. Weil ich tue doch bloß mit Dingern rumschießen, oder? Mit einem Defibrillator. Ich muss am Ende dann auch den riesigen Gemüseroboter töten, ne? Aber das Leben ist auch okay. Bis jetzt eure Meinung von dem Spiel? Einige meinten, es schaut zu comichaft oder zu verspielt oder zu kindisch aus. Das stört mich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, das ist auch wahr, was jetzt Brille sagt. Man hat halt einfach keine Motivation mehr, die Sachen zu lesen und wirklich mitzumachen. Das stimmt. Weil man einfach, es ist einfacher und ich muss nicht irgendwie, Verteidigungsgewächshaus, was könnte ich jetzt machen? Bauverbesserungen, na gut, wie mache ich denn das? Und so. Ach so, Geschütztürme, hier, natürlich. Rotlinge Geschütztürme. Dann lass mal hören. Und ich lese auch da überhaupt nichts durch, weil das finde ich ein bisschen doof gemacht, muss ich zugeben. Nicht locker lassen. Die ganze Sache. Also das Es finde ich ein geht bisschen noch doof weiter. gelöst. Ach nicht, Mann. Das Inventar ist okay. Und Laufboost nochmal. Treten um Hinal. Super tolle Sache, Alter. Ich hab das. Ich würde echt gerne wissen, was das da unten ist. Hast du etwas zu berichten? Ach, der Kriegsbot. Natürlich ist der da hinten. Ne? Könnte ich jetzt auch über die Quest was lesen? Ah ja, also zu jeder Quest sind auch einige Sachen da. Hier Kriegsroboter, der versucht den Shot zwischen Gewächshaus und irgendwas zu durchbrechen. Ja, es stehen einige Sachen da. Auf R hat man zum Beispiel die irgendwie Ulti-Fähigkeit, könnte man sagen. Irgendeine besondere Fähigkeit, dass man mehr Schaden macht und mehr Leben hat und so weiter. Solche Sachen halt. Dass man für ein paar Sekunden stärker ist. Das ist eigentlich alles. Der Primonter meint, dass es einfach ein neues MMO ist, das nichts Besonderes ist.
Und es reiht sich ein in die Reihe Eve, keine Ahnung, wie sie alle heißen, leck mich am Arsch und so weiter. Ja. Das kann auch sein. Also, Nun? die, Wir sehen uns, da bin ich es mir ist sicher. schwer sich abzuheben, denke ich, weil es gibt WoW und wer nicht WoW spielt, der spielt Guild Wars oder irgendein anderes Spiel. Oder wer MMOs mag, der spielt das eben oder spielt eins davon und dann, wenn er keinen Bock mehr hat, hört er auf oder nimmt sich das nächste vor. Und das ist halt, es ist nichts mehr Besonderes irgendwie. Es ist schwer sich rauszuheben, denke ich, für einen Entwickler. Also hier bei Wildstar gibt es eben die Pfade, die man machen kann, die ich aber ein bisschen... Es ist schön, dass es das gibt und es ist ein bisschen... Also der Spielstil von einem, wenn jetzt einer zum Beispiel was gegen Kämpfen hat oder gegen Erkunden hat oder gegen weiß ich nicht was hat, dann kann man das schön so machen, dass der das nicht sieht. Also das finde ich cool. Wenn einer jetzt zum Beispiel, er hasst es, irgendwas zu erkunden und dann macht er das nicht. Das ist dann halt einfacher, dann kann er einfach Wissenschaftler oder Soldat nehmen, das ist oder Siedler oder so weiter. Wer gerne Sachen baut, der kann den Siedler nehmen. Das ist schon relativ cool gemacht eigentlich. Und verlegtes Rohr. Und da hinten ist irgendwas, aber... zerbrochenes Banner. Ah, was ist das? Ah, Ansehensboost. Wir versuchen so viel wie möglich zu lernen. Und Aktiviere das auf irgendwas. Ich klicke einfach da drauf, was leuchtet. Und drück irgendeine Tasten, die angezeigt werden, ja. Wow, das macht Spaß. Ich habe halt nicht mehr das Gefühl von WoW damals. Es war... wow. Sprich mit Victor. Alter, wo ist denn der? Den finde ich ja nicht. Mensch. Nö, du bist nicht zu spät, Tasel. Ja, 69. Wäre schön. Geh mir zur Hand und ich verschaffe dir Einblick in die schwärzesten Was? Ah ja, entweder immer Sangwald, aber da war ich schon mit einem anderen Charakter. Da bin ich mit dem Kundschafter, deswegen gehe ich mit dem Siedler jetzt zu der nördlichen Wildnis. Nur vor 5 bis 6 Namen Regnum Online und irgendein anderes im Vergleich zu dem ist Wildstar deutlich besser. Ja, es sieht schon recht cool aus und die Welt... Alter, wo gehe ich denn jetzt hin? Und die Welt ist auch groß, so wie es mir scheint. Man kann auch viel Sachen machen, man kann craften, es gibt Berufe und so weiter. Und ich mag es, wenn es Berufe gibt. Ich baue gerne irgendeine Scheiße oder so. Der Kundschafter, der bekommt mehr Leder von Tieren und dann kann der halt mehr Ledersachen herstellen. Ist das nicht geil? Sowas macht mir halt Spaß. Aber es muss halt alles stimmen. Es muss die Geschichte stimmen. Oh gut, die Story ist mir eigentlich wirklich egal. Das kann ich schon sagen. Größtenteils egal. Die Story ist mir größtenteils egal, aber das Gameplay muss stimmen und die Sachen muss stimmen, die es dabei gibt. Ich mochte die Welt in Star Wars, The Old Republic. Habe ich nicht gespielt. Ja, wäre bestimmt cool gewesen, aber bin ich zu spät dran oder weiß ich nicht. Gibt es noch? Ist es immer noch cool? Wie ist seine Meinung zu dem Spiel? Willst du es nochmal spielen? Ein paar Jahre? Weil ich habe WoW 4 oder 5 Jahre gespielt und ich finde echt immer, es ist schade, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe auf WoW. Ich hatte damit so viel Spaß, so lange. Und dann kam Burning Crusade war geil, WOTLK war noch gut oder war noch okay. Und dann Cataclysm und Pandarian, Scheißdreck. Das ist halt überhaupt nicht mehr meins. Leider. Und die Sache ist auch, wenn du nicht sofort da Maximallevel machst und dann sofort alle Inis gehst, du musst es durchziehen, am einen Tag alle Inis gehen und dann natürlich sofort beweg dich halt mal, du Wichser. Warum macht man nix?
Ich kann mich nicht bewegen. Ha. Okay. Und ich habe ein Level Up, aber keine Dinge bekommen dafür. Wie viel Leben habe ich? 1000? Ja. Okay, schöne Sache. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Warum? Ah, es spielt wieder mal Disconnect. Also ich weiß nicht, was das Spiel heute hat. Verstehe ich nicht. Und dann, ich habe echt gerne gespielt. Das war toll, mit Menschen zu spielen und das selber und dann mit 20 anderen Menschen irgendwas machen zu wollen. Das war schon cool, muss ich sagen. Und das war schon echt hammerhaft. Also das war geil. Das ist halt eine schöne Erfahrung einfach. Das war damals das erste Mal, dass ich, Alter, mein Passwort falsch eingebe. Das war das erste Mal, dass ich so das kennengelernt habe, mit so vielen Menschen zu spielen. Und das waren richtig große Aufgaben und so weiter. Karazhan damals, oh, Karazhan. Ja, immer Mittwochabends, 3 oder 4 Stunden. Und wir waren nicht durch. Geil einfach. Aber dann hat es aufgehört. Und ich habe angefangen neulich, aber es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe gespielt eine Woche und dann mal wieder Lust weg, weil... Weiß ich nicht. Neu-Rekrut bin ich. Ja, wunderbar. Ne. War ich schon richtig hier. Dritter Disconnect. Yay. Immer diese Holzfäller. Wie sieht's aus, mein Freund? Also das Spiel ist halt... Du hast vor, das zu Ende zu bringen. Willst du reden? Ja. Nicht so der Burner. Da was triggern, hier was tun, nie weiß man, was man wirklich macht und warum. Ja, das stimmt, Prime Hunter. Also es ist immer, töte 20 Wildschweine und sammel 5 Holzlaken oder Wildschweinzähne und dann gebe beide ab. Oder töte den Typen und ja, so eine Art. Ah, was sind die jetzt? Sind jetzt... Oh shit, bin ich schwach. Uncool. Ich bin ja immer noch so scheiße. Nee, der gefällt mir auch nicht, muss ich sagen. Ach, der wird immer wieder geboren. Na toll, der laggt oder was auch immer. Ganz super. Ich habe auch keinen Bock, die Sachen einzusammeln. Also, ich sehe jetzt gerade... Töte Yetis. Ich kann den Yeti nicht töten. Ne? Den kann ich vielleicht töten. Ne? Ja, der geht. Aber der war auf jeden Fall gerade... Dings da. Also das ist so einfaches Ausweichen. Oh ja, schon 12%. Mensch, diese bösen Yetis müssen alle sterben. Sau böse sind die, oder? Ach komm, ich komm noch. Man bekommt immer, je weiter man kommt, bessere Fähigkeiten, damit man mehr Schaden macht und so weiter. Ist ja, ich glaube, jeder kennt das Prinzip von MMOs. Und am Schluss macht man halt, wenn man dann mal die 50, hier bei Wildstar ist es Level 50 erreicht hat. Wenn man das endlich geschafft hat, ist man maximal Level. Yay. Und was macht man dann? Dann sammelt man besseres Equipped, dass man schwerere Sachen machen kann, damit man noch besseres Equipment sammeln kann. Ist das nicht geil? Ja, und das ist halt, das ist ein MMO. Aber die Kunst ist, dass es einem Spaß machen will. Ja, es wird immer langweiliger. Es wird immer langweiliger. STWOR. Star Wars. Irgendwas, Abkürzung. Ich denke, das ist bei vielen Spielen so. Also ich hätte jetzt auch... Zum Beispiel der Siedler, der haut mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker. Die Idee vom Siedler war echt gut und so weiter, aber jetzt durch ein Spiel und dann das Sammeln dauert ein bisschen und bringt mir 20 Minuten, was ist okay. Also es ist schon cool, aber es ist jetzt kein Grund für mich, den zu spielen, muss ich sagen. Ja.
Yetis, böse Yetis, kleine Yetis, oh ja. Also ich würde mir Star Wars auch mal anschauen. Wenn es jetzt kostenlos ist. Weil die Grafik ist halt von Wildstar gut. Und so weiter. Vielleicht besser als WoW, ich weiß es nicht, aber die Sache ist, ich mag die alte WoW-Grafik. Ich liebe diese Grafik. Ich habe die geliebt, die Grafik. Ich brauche keine High-End 1080 mal 598.000 HD-Grafik. Ich will die alte Kack-Grafik von WoW. Die reicht mir vollkommen. Und das war jetzt die eine Quest. Ich musste, weiß ich nicht, 10 Yetis töten. Achso, melde dich bei dem Typen da hinten. Mache ich nicht. Auf zum nächsten Charakter. Ja. Also, Star Wars würde mich interessieren, einfach wie es ist. Bei WoW ist es eben so, da gefiel mir die Grafik, da gefiel mir die alte, schlechte Grafik. Ich habe angefangen 2006 oder was? Irgendwann, keine Ahnung. Das kommt in 2006 oder 2007. Und das war toll und ich kam rein in die Welt und ich war gebannt von dem Spiel. Das war Wahnsinn. Ich hatte einen Zwergjäger, der hieß Zirngiebel. Ja, damals gab es den schon. Ich mach mal weiter mit dem Kundschafter, dass ihr mal seht, wie man rumklettern kann und so. Ich war gebannt einfach von der ganzen Welt. Das hat mich so umgehauen. Das war so geil. Die Zwerge und dann der Schnee und ich musste irgendeine Scheiße machen und ich konnte Wildschweine töten und Wölfe und der Sound, der hat mir gefallen. Oh Gott, ich habe alles geliebt an dem Spiel. Aber jetzt, ja, jetzt ist es halt anders. Jetzt habe ich halt 2 oder 3, ich glaube 2 90er habe ich, ein paar 80er, ein 70er, ein 60er, Ziel bis Level 60. Das ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Das ist einfach, ja, man macht sich einen neuen Charakter schnell auf Maximallevel und tut dann Equip sammeln und dann geht man Raids und Innis und PvP und das war's dann eigentlich auch schon. Da macht man sich einen neuen. Wenn eben man mit dem fertig ist und alles geklärt wurde sozusagen. Und das ist halt schade. Also früher habe ich das Spiel gespielt, weil es so viel Spaß gemacht hat und weil ich mit meinen Gildenkameraden und Kameradinnen wollte ich einfach Spaß haben und die ganzen Scheiß Sachen clearen und alles mögliche, ja. Und ich wollte ein bisschen Geld verdienen, das war schon okay. Also Gold damals eben. Ja. Das reicht doch alles. Ein Spiel muss Spaß machen. Es ist egal, wie alt oder wie neu das Spiel ist. Ein Spiel muss Spaß machen. Ich könnte Donkey Kong. Auf Nintendo 64 habe ich angefangen neulich wieder. Ich will das unbedingt beenden. Und das ist auch schon über 20, 30 Jahre alt. Na und? Es macht mir sau viel Spaß. Ja, C. Oh wow, ich hab's geschafft. Nein, nicht nehmen. Was nehme ich denn da für lustige Sachen? 45, ein Fitness, ein Mumm. Ist mir egal, was die Sachen machen. Ja. Und hier ist es ein bisschen... Ja. Scheißegal, was ich nehme. Mensch, wo muss ich denn da hin? Da hinten glitzert was. Das ist toll. Ja. Wunderbar, oder? Stimmt, zumal Grafik nicht automatisch heißt, dass das Spiel Spaß macht. Stimmt! Ich weiß nicht, was es war. Ich habe keine Ahnung, wie das andere Spiel hieß. Ich habe einige MMOs probiert, weil ich suche immer noch ein schönes MMO. Hätte ich echt total gerne, wo ich abends mich einfach mal einlogge und ein bisschen, und eine Stunde oder eine halbe Stunde Spiel, vielleicht eine Inni mache, eine Instanz, ein Raid, was auch immer, ein paar PvP-Matches, was mir halt Spaß macht. Einfach, weil mir das Spiel Spaß macht. Und nicht, weil ich jetzt Maximallevel werden will und so ein Scheiß. Komm, verpiss dich, du Bitch. Mann. Ah, schön. Das Schöne beim Kundschafter finde ich hier eben, du sollst halt alles entdecken und ich entdecke gerne alle Sachen. Das ist halt cool. Ich muss überall, da hinten war ich schon, überall war ich schon. Da muss ich jetzt noch hin, das entdecke ich gerne. Das ist cool sowas. Und dann muss man auf Sachen drauf klettern.
Das gefällt mir. Das könnte man... Also das ist was für mich. Das mache ich sowieso. Und ja, ne? Das ist geil. Es ist echt schwer für mich ein richtiges MMO zu finden, ne? Das mir auch gefällt. Und wo ich auch wirklich Bock habe drauf. Und ich merke langsam, ich habe jetzt mit der schon länger gespielt ein bisschen. Und es haut mich nicht um. Wildstar. Bis jetzt. Ja, stimmt, wenn man gratis spielt, ist man meistens eingeschränkt. Das ist meistens bei solchen Sachen. Man könnte sich ja auch bei WoW für 50 € oder was ein Level 90er kaufen und dann hat man Equipment, das ist schon okay. Sprich, mit der Altwurzel will ich aber nicht. So, die ist so riesig und das ist so klein geschrieben. Was soll das? Nee, was ist das? 57. Ach, keine Ahnung. Ja. Es ist anfangs ja größtenteils fast egal, was man nimmt. Weil man eh sehr schnell bessere Sachen findet in den meisten MMOs. Was hast du Neues was muss ich machen? Geh weg. Was muss ich hier machen? Hä, warum denn? Hilft dem Typen und hilft der. Was? Hättest du etwas gebraucht? Was muss ich denn machen? Die Lebenswurzelhüter sind die einzige Chance. Okay, dann muss ich die mal retten, denke ich. Ich habe mich schon gefragt, was Ich habe jetzt von dem Spiel hier, von Wildstar, die 7 Tage, der 7 Tage Gästepass habe ich freigeschaltet, ne? Oder habe ich bekommen von einem von euch. Es sollte, ich glaube es war der Schulz, der mir das geschenkt hat, den 7 Tage Gästepass. Ich habe auch einen zum Verschenken, fällt mir jetzt gerade ein. Wenn ihr einen Gästepass für Wildstar wollt, 7 Tage, dann könnt ihr mich ja anschreiben und ich gebe euch den dann. Also die Welt ist schon schön. Ich finde, es schaut gut aus. Das finde ich nicht schlecht. Das ist schon schön gemacht. Trotzdem hat mich damals WoW mehr angezogen. Kundschaftermission. Yay. Warum ist die rot? Da muss ich hin, wenn die rot ist. Ja, ich gebe dir einen Tasel, ist doch kein Ding, Mensch. Ja, Level 5 sind wir beide, das ist cool. So. Werden schon ein bisschen schwerer, die Gegner. Aber nur ein Stückchen. Ah, da muss ich da oben hin, cool. Die Bäume sind manchmal gleich gemacht. Was muss ich sammeln? Sammel die Schmetterlinge. Ups. Was? Ach, Scheißdreck, oder? Was mache ich denn gerade? Eieiei. Das ist meine laute Tastatur. Ja, die geht wenigstens. Oh, krass. Das finde ich cool. Ah, das ist da, okay. Ah, ich muss hier das Ding platzieren. Und der Flatterling-Fangler, irgendwas. Die muss ich so machen, okay. Als Kundschafter muss man eben so Signalposten ganz hoch und bei besonderen Punkten aufstellen. Und da hat man das geschafft. So, ich habe schon 2, okay. Und bin aufgestiegen, Überlebensrucksack. Wow, auf 6 Plätze. Schön, also das hilft einem auch, wenn man das macht. Ich würde ja das gerne machen, aber ich finde es nicht. Fuck. Oh nein! Ah! Ah! Das macht ja gar keinen Schaden.
Also diese Klasse Soldat ist nichts für mich. Die finde ich einfach bloß langweilig. Die Klasse... Ach nee, Scheißdreck, da muss ich ja auch nicht hin. Was sind denn diese Kack-Sammel... Flatterlinge? Ist das ein Flatterling? Nö. Aber wo habe ich die denn her? Ist das ein Flatterling? Nee, das ist ein fucking Wolf. So heißt das Tier. Wolf. Also das... ja. Und ich denke mal... Ach, da hinten... Da war ich ja überhaupt nicht. Ach... Es ist cool, dass man da rumspringen kann. Oder auch nicht. Das schaut schon nicht schlecht aus, aber... Das habe ich auch schon in anderen Spielen gemacht. Und... Ich weiß nicht. Da muss ich einfach bloß auf die draufspringen oder was? Ach nein, wirklich. Ich muss einfach da durchspringen. Wer denkt denn an sowas? Wow. Ja. Flatterblätter. Star Wars of the Old Republic sieht gut aus. Schön. Es gibt 50 Planeten. Wäre schön. Herausforderung. Belohnung. Was? Bronze. Und die Chance. Was? Raumstar. Ach, das ist alles Kacke. Ah, okay. Und ich kann eins auswählen, das bekomme ich zweimal. Okay, ich bekomme auch das zweimal. Schön. Das ist doch ein Anreiz, mehr von den Sachen zu machen. Aber trotzdem... Alter... Du Bitch. Scheißdreck machst du. Fressen geholt. Ah, muss ich auch später machen. Ja. Ah, okay, das ist schon eine Ding. Das ist ziemlich einfach. Und ich tue mir auch nicht wirklich die Fähigkeiten durchschauen. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. War auch bei anderen Spielen anders. Also, das ist jetzt wirklich... Töte hier 5 so komische Riesener, Sondermander und reiß 5 Wurzeln aus dem Boden. Ja. Die Questgestaltung, Mensch. Aber das ist halt das. Was will ein Spiel machen? Außer töte halt 15 von denen. Und du rennst da vorbei, dann bring nochmal da 5 Menschen um. Was? Das ist das Schwere, was soll man da machen? Es gibt natürlich Instanzen und so weiter. Das gibt's ab einem gewissen Grad bei Spielen auch schon ziemlich früh. Ach, ich bekomme die Rinderfauldüsen von den komischen... Hallo? Keine Ahnung, ja. aber die Bäume wussten, dass du uns helfen würdest. Rinderfäulnis. Juhu. Noch eine Rinderfauldüse. Da ist die Motivation einfach nicht mehr da, so ein Spiel lange zu spielen. Ich kann zwar hier hochgehen und so, ich habe riesige Ohren, das ist schon cool, ich schaue echt niedlich aus. Aber trotzdem wird das, denke ich, heute nach dem Stream langweilig für mich. Und auch kein Grund, mir einen Key zu holen, also eine Gamekarte. Also ich denke, bei den meisten Online-Spielen werden die Quests nicht wirklich abwechslungsreich sein. Aber das Spiel muss einem Spaß machen. Wenn einem das gefällt, dann hat man auch Spaß daran, 50 Mal das Gleiche zu machen, denke ich. So, die Gegner werden schon interessanter. Wunderbar. Aber das haut mich immer noch nicht um. Also das ist kein Spiel, wo ich sage, da muss ich 100% erreichen. Schade.
ersten Eindruck sah es gut aus. Wildstar. Natürlich wie alle Spiele. Oder wie die meisten Spiele. 90%. Und da hinten sind bestimmt 100% für mich. Ah, noch gefailt. Gut. Ein Glück. Was gibt's denn da noch für gute? Ach ja, ich habe ja mal ein Ding ausprobiert. Brille, hör doch mal auf mit dem scheiß War of the Roses. Kann doch nicht sein, oder? Will mir hier einfach so ein Kack-Spiel unterjubeln die ganze Zeit. Unmöglich, der Typ. Unmöglich. Ja. Was mir auch gefallen hat, war... Oh, cool, den muss ich töten, ne? Was mir auch sehr interessant vorkam, was dann auch nicht so geil war, Herr der Ringe. Das Herr der Ringe Spiel, das fand ich auch, die Idee davon war übelst geil. Und mit Craften und so, ich kann meine eigenen Bögen machen und den ganzen Scheiß. Ah, ich habe einen Datenwürfel gefunden, ne? Und jetzt? Auch wenn die Altwurzel-Initiative ein gewaltiger Erfolg war. Okay. Auch wenn die Halt's Maul. Okay, da war ich da schon und ich habe jetzt auch bald das Ding fertig gedingst. Du willst das Spiel nicht. Du willst das Spiel nicht, glaub mir, du willst es nicht. Da gibt's viel bessere. Du willst Chivalry. Medieval Warfare. Das willst du. Das ist geil. Aber War of the Roses ist echt uncool. Ja, das Prinzip ist gut, aber die Entwickler sind halt kacke. Ich würde echt mal, wenn ich du wäre, würde ich mir Dingsterbumster anschauen. Chivalry Medieval Warfare. Das ist echt geil. Und ich will dir Star Citizen unterjubeln. Ja, Tasel. Das klappt wohl nichts, bevor die mich nicht mit irgendwelchen geilen Sachen ködern. Weil jedes Spiel verspricht natürlich das Beste zu sein und das... Wow. Und das ist einfach nicht mehr Dingsterbumster. Hat Brille jetzt echt 260 Stunden in War of the Roses gespielt? Wie kann man so ein Spiel... Wenn es einem gefällt, kann man das bestimmt lange spielen. Wo muss ich denn hin jetzt? Verdammte Scheiße. Ja. Hat Prime Hunter geschrieben vorhin mit EVE Online. Da hat man abends locker eine halbe Stunde... Ach, ist das... Was ist das denn? Ist das... Was? Ist das unter dem Dings da, oder was? Mal schauen. Nö. Ach so, doch, ist es unter. Ja. Einfach mal abends eine Stunde spielen oder so und Spaß haben und entspannen. Ja, sich erholen, das ist okay, das will man haben. Das wäre schön, sowas. Aber das kann ich mir auch bei dem Spiel leider nicht wirklich so vorstellen. Alter, ach doch, da muss ich hin. Ja, stimmt schon. Oder einfach ein Spiel, wo man Level hat und aufsteigen kann. Und ein paar Dungeons, PvP gibt's und keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Das ist doch bestimmt nicht schwer, so eins zu machen. Also warum machen wir das denn nicht? Mensch, und machen unser eigenes Spiel. Ja. Wie eben bei Dings da angekündigt wurde, bei Star Citizen. Man kann handeln und auch böse Sachen machen und klauen und so weiter. Das finde ich cool. Also ich weiß nicht, ob man klauen kann. Aber auf jeden Fall sollte man... Vorsicht! Warum Vorsicht? Ah, Gruppenfinder, okay. Das ist interessant.
Neue Fähigkeit. Okay. Ah, kostet was. Kaufe ich mir. Passt. Ah, kostet was. Okay, habe ich zu wenig Geld. Attribute hin, 5. Platz plus einen VIP-Punkt. Ah. Okay, das ist mir noch ein bisschen zu umständlich, das Ganze. Ah, neues Schlachtfeld und neue Zonen kann ich jetzt rein. Okay. Wurde auf einmal... Natürlich PvP einschalten, ne? Kann ich schon was finden, oder was? Ha. Ha. Also, du wirst lachen, Prime Hunter. Ich hatte ja auch vor, ein Spiel zu machen. Zwar ein Rollenspiel, aber warum denn nicht gleich mehr? Ja, Mann. Ich würde das echt gerne machen, aber ich bin halt echt zu doof dafür. Ah, okay. Bewertete Arenen. Ach, den habe ich ja schon. Ach, krass. DPS. Ach so. Okay. Und es sind halt leider keine Sachen verfügbar jetzt noch. Abenteuer. Kriegsbasen. Übungsschlachtfelder. Ah, und das gibt's. Das wäre doch mal interessant. Warum denn nicht? In die Warteschlange hier mit uns. Ja. Es ist halt echt schwer, eins zu finden, weil jeder hätte gerne das perfekte Spiel. Aber gibt's halt nicht, ne? Oder gibt's halt für mich nicht. Ein Match wurde gefunden. Schön, dass es so schnell geht. Jetzt bin ich gespannt. Walkie Talkie Talkie Tototo. Watashi wa Senpai. Sammel 5 Modi-Masken. Okay. Schön. Habe ich eine Maske auf? Nö. Ich bin gespannt, wie der PvP-Teil wird. Ach, was ist das? Warum bin ich so weit vorne? Ach, mein Level wird hochgestürmt, hochgedingst automatisch. Auf Level 14. Ach, das ist schön, okay. Hat mir damals auch so gut gefallen. PvP. In WoW zum Beispiel. Und ich hatte echt... Mach ihn es kaputt. Ja. Und ich hatte damals mir so schön vorgestellt, fucking, wie heißt es? Herr der Ringe, online. Das wäre auch cool gewesen, aber das war auch nix. Das war auch eher eine Enttäuschung. Weil es liest sich alles immer so unglaublich gut. Die ganzen, Die Schlacht hat begonnen. Die ganzen, Berichte und so weiter dazu. Es hört sich alles so gut an. Aber dann ist es halt nicht wirklich so gut. Weil es halt durch irgendwas doof gemacht wird. Ich hatte damals die kostenlose Version. Oh, epischer Scheiß-Shit oder was? Unsichtbar bin ich. Nicht mehr. Gut. Ah, das könnte doch lustig werden. PvP schaut gut aus. Dann habe ich mit meiner Freundin mal eins gespielt, ein MMORPG. Und das war auch nicht geil irgendwie. Das war auch bloß doof. Stirb doch, du Bitch! Ja! Also, wow! Überraschend interessant. Und was geht es dann ab, ey? Oh Gott, schaut euch das an.
Was war dann jetzt gerade? Was war jetzt das? Oh Gott, war das jetzt verwirrend. Krass. Also PvP, interessant. Wow, also es gibt schon coole Sachen da. Und das ist der blaue Ding, der grüne ist eine Heilung. Die Verbannten haben eine Maske der Modi fallen gelassen. Das schaut schon ganz cool aus. Die Verbannten haben eine Maske der Modi. Ich denke, PvE ist ähnlich interessant. Boah. Also da geht schon was. Also das muss ich sagen, das gefällt mir gut. Ah, das wird knapp, das wird nichts. Nein, nein, nein. Das wird nichts. Zurück. Jetzt könnte es werden. Ja, den einen könnten wir holen. Ah, ich hab's noch. Nee. Nein. Shit, Dreck. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Da war doch einer gerade. Ah, der heilt mich auch. Oh, geil. Netter Kerl, hey. Ja, das schaut schon okay aus. Komm her. Komm her. Komm her. Ah, shit. Ja, ich komme aber nicht hin zu ihm. Ach, Mensch. Ja, gut, dann eben Die nicht. Verbannten haben eine Maske der Modi gestohlen. Boah. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Wenn ich so auch Erfahrungspunkte bekomme, das ist meins. Doppelkill. Dreifachkill. Ah komm, dich habe ich doch. Das Dominion Du hat eine Bitch. Maske der Modi gestohlen. Yeah. Ja. Die Verbannten haben eine Maske Oh der shit, Modi betäubt. aufgenommen. Ah, Kuhhaltner. Oh geil, nein. Ah. Eine Action ist das und der Typ stirbt einfach nicht. Ah, W-Haltner. Wow, Das Dominion fuck. hat eine Maske der Modi fallen gelassen. Nee, das ist bloß so ein Kackroboter, den will ich nicht töten, ne? Oh Gott, Heiler will ich hier echt nicht sein, hey. Das ist ja mal ein kleines bisschen schnell. Okay, das könnte echt interessant sein, wenn wir dann... Scheiße, jetzt muss ich doch weiterspielen, das Spiel. Die Verbannten haben eine Maske der Ah, ich bin tot. Kacke. Mappen müsste man können, ja. Das ist cool. Doppelkill. 3 von 5 schon. Masken. Wie viel Leben habe ich gerade? Schön, steht nicht da. Also das hat gefällt mir nicht so 100%. Das Dominion hat eine Maske der Modi fallen gelassen. Dafür ist PvP, das ist echt... Hat einige schöne Sachen. Ist auch nicht zu langsam oder so. Leck mich am Arsch, geht das ab. Der wird schwer. Yeah, heil mich. Die Ja. Verbannten haben eine Maske Gut. der Modi zurückerobert.
Also PvP bekommt das Spiel von mir echt eine 2+. PvP 8 oder 9, sagen wir mal 8 von 10. Ja, ich glaube, der Typ heißt ernsthaft Skyrim. Ja, der heißt Skyrim, oder? Nee. Das Dominion hat eine Maske der Moody gestohlen. Wo ist denn der? Nee, der heißt STY. Stim. Entweder Stim oder STYRN. Ja. So heißt der. Wo sind alle meine Freunde? Die Verbannten stehen kurz vor dem Sieg. Da. Einigermaßen. Boah, krass, was es für ein Radius hat. Einigermaßen unterhaltend der PvP-Modus. Der ist was für mich. Okay. Ah, neues, leichtes Ziel. Aha. Wahnsinn. Okay, das gefällt mir. Erfolg verliehen. Erfolg verliehen. Ja. Ich habe gekillt. Bin ich dann? Ah, da bin ich. Irena. 5 Kills, 3 Tote. Hilfe 12. Das war cool. Also ich kann sagen, das war schön. Das würde ich noch öfter machen. Aber dafür gefällt mir wahrscheinlich das Einzelspiel zu wenig. Ja. Ach so, weil ich jetzt im Tunnel bin, deswegen ging das jetzt gerade nicht. Ja. What? Ach, ein Wissenschaftler. Oh nein, der hat's aufgemacht. Das ist das Zusammenspielen von den verschiedenen Pfaden. Ne? Wissenschaftler können halt so Dinge aufmachen. Das können halt Kundschafter nicht. Dafür können Kundschafter irgendwo hochklettern und Sachen sammeln. Entdeckte ich ein Nest von unterirdisch lebenden, gefräßigen Parasiten, das sich in ganz krasses Ding hier. primären Wurzelsystem des Versuchsobjekts der Albwurzelinitiative befindet. Im Moment stellen die Parasiten noch keine Ja, Gefahr wunderschön. dar, aber langfristig gesehen könnten sie zu einem äußerst ernsten Problem werden. Ich habe aber jetzt irgendwie keinen Bock, die ganzen Datenwürfel zu sammeln. Ja, das ist für mich nicht wirklich cool. Hab ich doch gerade schon aufgemacht. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe jetzt den Wissenschaftler noch nicht probiert. Aber Vorsichtsstufe, ja. Ach, deswegen Vorsichtsstufe, das ist ja lustig. Hey, das ist ja übelst lustig. Die meinen, dass man stolpert und dann, ne, hinfällt. Deswegen Vorsichtsstufe. Übelst lustig. Ja. Also PvP schaut schon gut aus, Brille. Aber es ist beim noch mehr Menschen wahrscheinlich ein bisschen zu unübersichtlich. Wahrscheinlich. Muss man mal schauen, wie man da reinkommt. Wenn man es gewohnt ist, okay. Ja, das ist auch tolles Wissen. Ist mir egal. Nee. Also
Also das Kampfsystem ist okay, mir gefällt aber trotzdem das von WoW und der Art besser. Mit dem Ding, dass ich den Gegner anvisiere und den einfach angreife und vielleicht treffe aufgrund meiner Fähigkeiten oder nicht treffe eben. Oh, bist du schon tot? Ach, jetzt haben die Schiss von mir. Hast du Fortschritte Ah, gemacht? nee, warte mal. Plus 34. Ah, 0 Tech brauche ich überhaupt nicht, den Scheiß. So. Ja. Ach nee, Rüstung, Schwer, Brust. Kann ich nicht nehmen. Gut. Ah, PvP-Beute. Oh. Hey, nicht schlecht. Stufe 11. Krasse Sachen. Es ist cool, dass man jetzt schon PvP machen kann. Und dann hochgestuft. Ich bin schon Stufe 7. Was? Das ging schnell. Nochmal 4 Plätze mehr. Ach, den muss ich anklicken. Ach so, dann habe ich mehr Platz. Natürlich, das wusste ich doch. Wo ist denn das Ding? Ach, ich habe das genommen. Ah, ich bin ja doof. Ich nehme das und wusste nicht, dass ich es nicht benutzen kann. Wow. Much awesome. Hilft dem Typ mal. Ach, den letzten noch beleben. Ja, wenn es sein muss. Machen wir auch das. Ich denke, das ist der Rentner. Ja, ist er. So ein richtig geiles Spiel müssten wir mal machen. Hey, warum machen wir das denn eigentlich einfach, oder? So ungefähr ein anderes als Wildstar. Weil Wildstar, das macht's zwar anders als normale MMOs, aber trotzdem nicht besser. Sag ich mal so. Ich habe auch noch keinen Dings da gefunden. Ach, ich wollte durch die Wand gehen. Ich habe noch keinen Ruhestein gefunden, wo ich einfach zu meinem Ding zurückgehen kann. Ich denke, das ist möglich. Man kann ja auch später ein Reittier oder ein Auto oder so kaufen. Ja, aber ich bin jetzt Level 7, habe mit der vielleicht... Ah, geht das? Oh, Plate. Spielzeit gibt's auch nichts. Tanzen. Okay, wenigstens geht das. Sitzen geht nicht. Schreien geht nicht. Gut. Oh, da geht ja gar kein Befehl, hey. Wahnsinn. Ja, ich denke, viele wollen ein eigenes Spiel haben und oh, das machen wir doch, hey. Wir machen ein eigenes Spiel. Und dann in der Community natürlich. Und dann verkaufen wir das bei Steam und machen es nie fertig. Hahaha. Haha. Ha. Ha. Nee. Machen wir natürlich nicht. Okay, also ich habe jetzt schon genug von dem Game. Schön. Ich bin Level 7, ich weiß meine Spielzeit nicht. Info gibt's auch nicht, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich die Spielzeit rausfinden kann. Schade, oder? Wildstar hat zwar Sachen, die Charakter schauen cool aus, jedenfalls der eine, der ich habe, natürlich. Die Welt schaut cool aus, die Grafik ist okay. Die ist gut, oder? Aber das Gameplay ist halt durchschnittlich. Das Gameplay ist durchschnittlich und es bringt mich nicht wirklich... Also es ist keine Suchtgefahr da, das ist schade. Es ist kein Suchtpotenzial da. Ich hätte gerne Suchtpotenzial in einem Spiel, dass ich das halt öfter und länger spiele. Schade, was geben wir jetzt Wildstar? Dem neuen MMORPG.
Oder dem neuen MMO RPG. Was geben wir dem? 5 von 10? Was ist damit? Also es gibt PvP, es gibt Dungeon, es gibt Raids und so weiter. Das ist ja alles okay, es gibt Talente und so ein Scheiß, Inventar. Beute schaut ein bisschen komisch aus, aber egal. Vielleicht ist es einfach nicht meins. Vielleicht gefällt es euch umso mehr. Also es ist neu, es macht einige Sachen anders, aber nicht unbedingt richtig. Also die Grafik ist gut, oder? Die Pflanzen, Shokugutsu, die schauen auch gut aus. Und so, und es gibt ein großes Gebiet. Also, da bin ich jetzt gerade, hier. Dann, ich bin auf der Insel, Alisa. Ich könnte da noch überall hingehen. Das sind noch viel größere Sachen. Fucking größere Sachen. Und es gibt noch eine ganze Welt. Also es gibt es 3-mal, obwohl es eigentlich überhaupt nicht so groß ist, wie ich mir jetzt eigentlich dachte. Ist kleiner, als ich dachte. Aber trotzdem. Es könnten noch Add-ons kommen und so ein Scheiß, natürlich. Aber das... Stellungskampf. Ich denke, das ist für Krieger oder Soldaten einfach. Soldaten ist der Pfad, Krieger ist die Klasse. Es ist für Soldaten. Ja, schön. Fruchtbarer Boden. Ach, wow. Ich muss 3 fruchtbarer Bodensachen finden. Und dann ist die Quest vorbei. Also, es macht nicht viel anders. Es hat das mit den Pfaden, das ist schon mal eine Sache. Da werden aber einige Sachen, die verschwinden halt. Ich würde halt zum Beispiel gerne etwas von allem haben, dass ich mit jedem Charakter jedes Ding machen kann. Aber vielleicht ist es auch wieder anders, weil dann das Teamspiel nicht so ist. Wir haben ja vorhin gesehen, der Wissenschaftler konnte mir die Tür öffnen, ich konnte sie nicht öffnen. Mir wäre also das Ding verborgen geblieben, der Abschnitt von dem Spiel. Ich bin zwar zu hart im Bewerten, aber ich weiß es nicht, ey. 5 von 10 maximal, oder? Es ist Durchschnitt, also es ist besser als der Durchschnitt. So 1 Punkt oder so. Ich sag mal 6 von 10, aber besser, aber das auch bloß wegen dem PvP, ja. Also wer ein MMORPG will, der nimmt halt irgendeins, wo gerade da ist. Der nimmt halt das ihn am meisten anspricht. Ja. Und Wildstar mögen einige bestimmt mehr als ich. Kann auch sein, dass einige Wildstar hassen. Hier nochmal ein anderer Kundschaftermission. Ich habe jetzt die ganze Karte von dem Land aufgedeckt fast. Ist okay. Das war halt bei WoW, hat es einfach jeder gemacht, dass man Erfolg bekommt und das war's. Also, ja, meine Meinung steht fest. Das Spiel Wildstar bekommt 6 von 10 Punkten, da es einige Sachen schon besser macht als andere. Ich habe leider noch nicht das Craften ausprobieren können. Ich habe aber darauf, das denke ich, haut mich auch nicht so viel mehr um. Ich würde es auch, denke ich, wegen dem Craften nicht spielen. Es fehlt einfach was, es fehlt mir am Gameplay. Und das Design finde ich super. Das Design so ist schön. Aber es fehlt mir einfach was vom Gameplay und von irgendwas anderem. Keine Ahnung. Was fehlt euch an Wildstar oder was was bringt euch dazu, mich zu verhexen? Wow, ich bin so begabt mit Schimpfwörtern. Ja. Ist es für euch gut oder nicht? Gut. Grundlage, 1. Klasse Deutsch. Gut oder nicht gut? Mensch, halt doch mal die Fresse und kommt zum Punkt. Wie findet ihr Wildstar? Ratet es in den Kommentaren in YouTube dann. Und ja, das war der erste Rated Live. Dauerte jetzt 1,5 Stunden ungefähr mit Wildstar. Ihr könnt das nächste Mal dabei sein. Schaut einfach auf Facebook und folgt mir am besten bei Twitch. Dann kann da gar nichts schief gehen. Dann seht ihr alle meine Livestreams. Da werden einige kommen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Kann ich winken?
Ja, ich kann winken. Wunderbar. Awesome. Shit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Der Stream geht noch weiter. Hehehe. Der Stream geht noch weiter. Ich winke euch zum Abschied. Und Primehunter schreibt noch, es fehlt was, womit es aus der MMO-Maße herausstechen kann. Ich würde es, glaube ich, nicht mal Free-to-Play spielen. Ja, es kostet jeden Monat 13 € ungefähr. Es ist nicht dem jeden seins. Ich würde auch jetzt WoW nicht mehr spielen. Ich glaube auch nicht, wenn es Free-to-Play wäre. Also, da fehlt mir was. Es fehlt mir bei jedem Spiel einfach was. Das Ding, was heraussticht. Wisst ihr oder könnt ihr formulieren, was denn Wildstar, was den anderen Spielen fehlt, dass man die wie ein Besessener spielen kann? Ich konnte WoW damals 12 Stunden am Tag spielen und es wurde nicht langweilig. Aber Wildstar schaffe ich nicht mal 2 Stunden am Stück. Ja, also der Stream geht jetzt noch weiter und ich wink nochmal zum Abschied. Viel zu kurz, egal. Tanzen ist trotzdem cool. Ja, das war Rated Live am Donnerstag. Ist ja scheißegal, weil ihr das Video jemand anders anschauen werdet. Schreibt mir noch Vorschläge für andere Spiele, die man live bewerten kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal live dabei seid und live mit bewertet. Bis dahin bleibt so schön und tschüss.